Hi, grüß euch, servus und habe die Ehre. Ich sitze mit der Dani gerade im Auto. Wir wollten heute Panoramastraße rauffahren, 1250 Meter, weil heute die Sternschnuppennacht ist. Aber es ist leider Gewitter gekommen und da oben ist richtig bewölkt. Haben uns gedacht, die Stunde Fahrt, die Maut und alles sparen wir uns. Wir fahren jetzt gerade von Traunstein los mit der Pocket 2, ich hoffe, man kann bloß erkennen. Und fahren jetzt Richtung Chiemsee, weil draußen blitzt und donnert. Jetzt haben wir leider auch schon wieder zu spät dran, weil wir jetzt schon Gewitter filmen, wenn es über den Chiemsee auftaucht. Naja, jetzt schauen wir mal. Die Dani ist da eher so der Hosenschüsser bei Gewitter. Die traut sich da eher nicht raus, aber die bleibt dann im Auto sitzen. Die schaut, sowas von bleibe im Auto sitzen. Die schaut schon so komisch. Und ja, dann machen wir uns jetzt einen schönen Abend oder Spätabend am Chiemsee und schauen dann Sascha sein Video, was er veröffentlicht hat. Und dann schauen wir hauptsächlich Langzeitbelichtungen, Langzeitaufnahmen. Cool wären natürlich Sternschnuppen und Blitze, wenn die bei der Dani einschlagen, wenn die dann 3 Meter springt. Also drückt mir die Daumen, das klappt. So, jetzt haben wir gerade einen richtig schönen Sonnenuntergang gehabt, aber leider Langzeitbelichtung und so viele Autos hier keine Chance. Jetzt fängt es gerade zum Regnen an, das wäre jetzt so toll gewesen. Knallroter Himmel, ganz ein dunkles Rot, habe ich so auch noch nie gesehen. Und Blitze davor, da hinten blitzt es noch. Jetzt fängt es zum Regnen an. Ich schätze mal, entweder es wird jetzt scheiße oder es hört zum Regnen auf, dass bloß ein kurzer Wolkenbruch ist. Ich hoffe auf Letzteres. Aber ich ahne schon, dass das alles für den Arsch halt ist. Für den Popo. Scheiße, jetzt hagelt's, wird Sau, ich komme nicht mehr weg. Die Dani ist gerade zum Auto. Oh Mann, fuck. Ja. Ihr könnt euch den Sturm nicht vorstellen gerade. Ah, der Hagel tut so weh. Unglaublich. Oh, fuck, ey. Ich bin glitschnass. Also ich kann gerade noch stehen. Also stehen geht noch, aber... Ich muss da hinterm Baum stehen bleiben, weil sobald ich rausgehe, schmeißt mich gerade der Sturm um. Also man kann nicht draußen stehen, ich kann die Kamera mit Stativ kann ich nicht mehr halten. Jetzt bin ich festgefahren. Jetzt fliegen schon die ersten Apfeleimer rum. Also, ja, da ist der Chiemsee. Ziemliche Wellen, aber ich möchte jetzt gar nicht so weit davor gehen. Also hier sind wir zum Auto.
Ich sehe nichts. Also man kann fast nicht mehr stehen. Da steht das Auto irgendwo. Die Dani ist in Sicherheit. Alter, das war ganz gefährlich. Ich stehe da wirklich am Baum. Ah, wisst was, das ist mir zu gefährlich. Ich muss ein bisschen vom Regen, vom Wind auf die Seite stellen, weil sonst seht ihr nichts. Ja, der war schön. Oh, jetzt kommt wieder der Stiefel. Oh nein. Also ich sag ganz ehrlich, ich gehe jetzt zum Auto, weil jetzt kriege ich auch schon, naja, Respekt vor der Natur, ja. Ah, meine Augen brennen. Ja, brennen die. Puh. Ja? So kernbescheuert ist Ja, das ist krass. Scheiße. Ich hab nicht einmal mehr Steg hin. Der hat mir jetzt der Wind umblasen. Ah, Mist. Und du hast das Auto verteidigt. Scheiße. Also da habe ich jetzt wirklich schon Angst gehabt, gell? Ich bin aus dem Baum nicht mehr weggekommen. Sobald ich rauskomme, hätte mir der Wind zum Kaut. Und der Hagel, was du da seitlich gekommen ist. Ja. Mist. Fuck, 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 fuck. Aua. Scheiße, jetzt hagelt's wie ein Sau, ich komme nicht mehr weg. Die Dani ist gerade zum Auto. Oh Mann, fuck. Ah. Ihr könnt euch den Sturm nicht vorstellen gerade. Ah, der Hagel tut so weh. So, wir fahren jetzt dann gleich nach Hause. Wir warten jetzt, bis ein bisschen abgeklungen wird. Also es war definitiv eine super Zelle, ganz selten sowas mittendrin. Und das am Chiemsee noch. Die Brandung, das waren Wellen gigantisch, weil der ganze Sturm jetzt ungebremst hergekommen ist. Ich habe nicht mehr stehen können, ich habe hinterm Baum dann versteckt, weil es ein bisschen windgeschützt war. Wir fahren jetzt dann gleich nach Hause und die Mama, die legt mich gleich trocken, weil ich bin bis zum Arsch nass. Ja? Kann sie selber trocken legen, das ist ja nicht ganz sauber. Neubildungen haben jetzt hier nördlich der A8 eingesetzt, sehe ich gerade im neuesten Bild. Sehr blitzintensiv auch.
Vor allem hier nördlich der A8 haben kräftige Neubildungen jetzt, die sich weiter nach Norden verlagern. Schnell auch mal Hagel bis um die 1 cm drin. Okay, wir gehen weiter. Es ist so viel. So, jetzt muss ich nur noch ganz kurz melden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Fotos sind richtig geil geworden. Ich wollte schon immer mal Blitze fotografieren. Aber ganz ehrlich, passt bitte auf, wenn ihr sowas vorhabt. Es kann innerhalb von Minuten passieren, dass das Wetter umschlägt. Und dann es sind einfach Kräfte, da kommt man als kleiner Mensch nicht an. Also überlegt es euch bitte zweimal. Ciao, ciao und danke. Und schreibt es mir drunter, ob es euch gefallen hat. Vielleicht kommen noch mehr Blitze.